Mit vielen Erinnerungen und einem besonderen Geschenk kommt er nach Fürth. Ronny Gundelfinger ist aus Zürich angereist und hat Familienschätze dabei, die nun in den Besitz des Jüdischen Museums übergehen sollen. Ja gut, ich habe ziemlich wild zusammengestellt Sachen dabei. Einzelne kennst du von Fotos her. Also das ist eben die Chanukia, die auch auf der Karte ist. Die waren im Schrank das ganze Jahr und kamen dann einfach vor Chanukka wieder raus, wurden vielleicht sogar ein bisschen geputzt. Und dann werden ja dann im Laufe der 8 Tage immer mehr Kerzen angezündet. Und das machen dann auch die Kinder. Da gibt es ein Lied dazu, das man immer singt. Und dann kriegt man auch Geschenke. Das war für die Kinder natürlich das Wichtigste am ganzen Ereignis. Ein Brauch, mit dem Ronny Gundelfinger aufgewachsen ist. Nun will er den Chanukka-Leuchter Museumsdirektorin Daniela Eisenstein anvertrauen. Für mich ist das irgendwie klar wichtig in einer Zeit, wo ja kaum noch Zeitzeugen am Leben sind, dass man halt mit den Objekten, mit den Dokumenten, die es noch gibt, versucht, vernünftig umzugehen und daran zu arbeiten, dass nicht alles vergessen wird und dass man sich nicht nur an Konzentrationslager erinnert, sondern eben auch an jüdisches Leben mit seinen schönen Seiten, wie das hier in Deutschland ja auch über Jahrzehnte, Jahrhundert lang gelebt worden ist. Und da trage ich gern meinen Teil dazu bei. Sein Vater, Werner Gundelfinger, stammte aus Fürth und hat Krieg und NS-Zeit überlebt. Als Spross einer jüdischen Kaufmannsfamilie mit Schweizer Staatsbürgerschaft konnte er gemeinsam mit Bruder und Eltern rechtzeitig emigrieren. 1938 verließ die Familie Fürth und zog nach Zürich. Doch nach dem Krieg kehrte Werner Gundelfinger wieder zurück in die alte Heimat und schuf die Grundlage für das Jüdische Museum. Daniela Eisenstein ist froh, dass er damals die wenigen Zeugnisse jüdischen Lebens, die es noch gab, gesammelt hat. Wie diese über 100 Jahre alte Tora oder die kostbare Tora-Krone aus dem 18. Jahrhundert. Er ist seinem Impuls gefolgt und hat diese Sammlung ohne Kunstverständnis zusammengetragen. Werner Gundelfinger war nicht ein besonders frommer, praktizierender Jude. Dennoch wusste er um die Bedeutung dieser Objekte und in welchem Kontext sie genutzt werden. Und daher sollten sie nach Hause, sie sollten in jüdischem Besitz. Werner Gundelfinger heiratete Susi. Ihre Kinder Ronny und Dani wuchsen zunächst in Fürth auf. Später zogen sie nach Zürich, wo Ronny bis zu seiner Pensionierung als Kinder- und Jugendpsychiater tätig war. Doch nun ist er auf Spurensuche in seiner alten Heimat. Sein Vater wollte hier unbedingt wieder an das alte, vertraute Leben anknüpfen. Und dazu zählte auch der Besuch der Fürther Kirchweih. Ja, das sind natürlich fast die stärksten Erinnerungen an Fürth. Kirchweih war für jedes Kind der absolute Höhepunkt des Jahres. 10 Tage lang war da einfach was los und es ging dann nur noch darum, wie viel Taschengeld bekommt man, damit man da wirklich auf alle Bahnen gehen kann. So wie alle anderen, die hier zu Hause waren, war auch die ganze Familie Gundelfinger mit dabei. Man hat sich dann ja auch vor allem getroffen, um zu essen, Bratwurst oder Hering oder was auch immer. Das war auch immer eine sehr lukulische Angelegenheit. Da hat man viel Zeit mit Freunden verbracht. Das war schon eine wichtige Zeit im Jahr. Die Gundelfingers, eine Kaufmannsfamilie, die über mehrere Generationen in Fürth ansässig war. Werner heiratete seine Susi 1953. Der ungarischen Jüdin war ebenfalls die Flucht in die Schweiz gelungen. Dort hatte der Fürther sie kennen und lieben gelernt. Und mit ihr kam er nach dem Krieg heim, in das Stammhaus am Bahnhofsplatz. Den arisierten Familienbesitz hatten die Gundelfingers zurückerhalten. Werner Gundelfinger wollte, dass alles so sein sollte wie früher. Die Familie führte die Textilwarenhandlung fort. Das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Wir haben im 1. Stock gewohnt.
Im Erdgeschoss war das Geschäft, der Textilgroßhandel, im Keller waren die Lager, so endlose Regale mit diesen großen Stoffballen, große Tische, auf denen wir manchmal Tischtennis gespielt haben am Wochenende, wenn niemand gearbeitet hat. Also das sind viele schöne Kindheitserinnerungen natürlich verbunden mit dem Haus. Masken und Kostüme zum Purimsfest, eine Art jüdischer Karneval. Und es durfte auch mal ein amerikanisches Thanksgiving sein. Ronny Gundelfinger wurde im jüdischen Glauben erzogen. Ein Bild der Beschneidungszeremonie. Hier feiert er die Religionsmündigkeit, die Bar Mitzwa. Mitte der 60er Jahre zog die Familie in die Schweiz, blieb Fürth aber verbunden. Ich habe immer viele schöne Erinnerungen gehabt. Wir waren auch oft in Fürth für Feste. Meine Eltern haben ihre Familienfeste immer hier gefeiert. Und da habe ich schon, das wird mir noch warm ums Herz, wenn ich das Haus so sehe. Ein Besuch in der Freimaurerloge zur Wahrheit und Freundschaft. Lieber Ronny, herzlich willkommen in der Bauhütte deines Vaters. Schön, wieder hier zu sein. Der Arzt Roland Hanke kann sich noch gut an Werner Gundelfinger erinnern. Warum sein Vater hier Mitglied wurde, darüber kann Ronny Gundelfinger nur spekulieren. Also so ganz genau weiß ich das natürlich nicht. Ich denke, ein Teil war sicher, weil sein Vater, also mein Großvater, da schon dabei war. Und ich glaube, das war einfach ein Ort, um ja, irgendwie Gleichgesinnte, so ein bisschen offene, freidenkende Leute zu treffen. Er blieb den Fürther Freimaurern verbunden, auch als er später schon in die Schweiz gezogen war. Er war ein großer Geschichtenerzähler und Witzeerzähler und hat gern Leute um sich herum gehabt. Und ich glaube, das hat er hier auch gut irgendwie ausleben können. Wir können uns immer erinnern, wenn er aus der Schweiz zurückkam, hat er ein riesengroßes Brett mit Nahrungsmitteln dabei gehabt. Wir hatten immer sehr vergnügliche Logenabende. Und er hat in seiner Rolle als Ehrenmeister dieser Loge auch seinen Platz im Osten gehabt, den er sehr, sehr gerne zelebriert hat, um zu zeigen, er ist jetzt da. Damit seine Sammlung jüdischer Objekte nicht heimatlos blieb, engagierte Werner Gundelfinger sich auch für die Errichtung eines jüdischen Museums. Aufnahmen aus dem BR-Archiv. Das Patina, das Alte, soll bleiben. In den 90er Jahren sollte sein Herzenswunsch endlich in Erfüllung gehen. Das Jüdische Museum Franken wurde eröffnet. Ein würdiger Ort, um an die lange Geschichte der Fürther Juden zu erinnern und die kostbaren Relikte in einem adäquaten Umfeld zu präsentieren. Kuratorin Monika Berthold-Hilpert hat Werner Gundelfinger noch persönlich kennengelernt. Ich arbeite seit 30 Jahren hier am Museum. Ich habe den Herrn Gundelfinger, ich glaube 1990, kennengelernt und über die Jahre hinweg immer wieder mit ihm zu tun gehabt. Und es war immer ein sehr, sehr großes Vergnügen, wenn man dann nach einer Veranstaltung auch mal privat zusammensaß. Und er konnte einfach ganz, ganz tolle Geschichten erzählen. Also wir haben immer sehr, sehr viel miteinander gelacht. Und er hat eigentlich auch für uns gerade auch in den 1990er Jahren sehr, sehr viele Türen für uns aufgemacht. Direktorin Daniela Eisenstein hätte gern mehr Persönliches von ihm erfahren. Konnte er die NS-Zeit in Fürth einfach so hinter sich lassen? Werner Gundelfinger sagte, darüber wird er nicht sprechen. Er weiß es, aber er wird darüber nicht sprechen. Und das war seine Art auch, mit der Vergangenheit zurechtzukommen, beziehungsweise mit der Gegenwart zurechtzukommen. Also er musste das, was er über die Vergangenheit wusste, irgendwo in einem Regal parken. Ja, er konnte es immer wieder abrufen, aber es durfte ihm nicht im Wege stehen im Leben hier und jetzt. Seine alte Heimat gab es nicht mehr. Werner Gundelfinger sah seine Zukunft dann doch in der Schweiz. Fürth und das Museum blieben aber immer in seinem Herzen. Meine Eltern haben nach der Gründung des Museums das mit uns besprochen. Ursprünglich waren das Leihgaben, aber wir fanden dann beide, mein Bruder und ich, dass das keinen Sinn macht, sondern dass sie die Sachen wirklich dem Museum
schenken sollen. Die sind hier besser aufgehoben und hier wird auch noch damit gearbeitet. Finde ich toll. Und darum alles, was man hier brauchen kann, lasse ich gern hier. Auf diese Art geht ein Teil der Familiengeschichte in den Besitz des Museums über. Zum Gedenken an Mitbürger, die einst ganz selbstverständlich zu Fürth dazugehörten.